Mehrere hundert Uiguren ums Leben gekommen und tausende Uiguren wurden festgenommen. Wir haben bis heute keine Informationen über ihr Schicksal. Was ist mit ihnen passiert? Wo sind sie? Sind sie im Gefängnis? Sind sie ums Leben gekommen? Darüber können wir keine Informationen bekommen. Und bei diesen Demonstrationen am 5. Juli wollten die Uiguren nur friedlich demonstrieren, nur wollten sie zum Ausdruck bringen, dass sie Uiguren und Han-Chinesen gleich behandelt werden müssen, dass die Uiguren auch chinesische Staatsbürger sind. Aber was haben die chinesische Regierung gemacht? Sie haben sich friedlich dieses Problem zu lösen, haben sie einfach auf sie geschossen. Einfach auf sie geschossen. Dabei sind Kinder, ältere Frauen, ältere Menschen ums Leben gekommen. Und die verletzten Uiguren wurden in Krankenhäusern nicht behandelt. Man hat sogar am 5. Juliabend über Nacht ganzes Strom ausgeschaltet und dabei wurden mehrere hundert Uiguren durch die Schüsse von chinesischen Soldaten ums Leben gekommen. Man weiß nicht die richtige Anzahl von diesen ums Leben gekommenen, aber man schätzt, dass sie über Tausende sind. Und die chinesische Regierung hat seitdem die Verhaftungen weitergemacht. Von Wohnung zu Hause, von Wohnung zu Wohnung gehen sie durch und versuchen sie, die Demonstranten festzustellen. Und diejenigen, die festgestellt worden sind, werden sie willkürlich festgenommen. Die haben kein Recht, sich einen Anwalt zu leisten. Die haben kein Recht, einen fairen Prozess zu bekommen. Und letztlich, vor 2 Tagen wurden 5 Uiguren mit Todesurteil verurteilt und diese Hinrichtungen werden stattfinden. Das ist aus der Vergangenheit uns bekannt, dass die uigurische politische Gefangenen hingerichtet worden sind. Das ist auch nach dem Bericht von Menschenrechtsorganisationen bekannt. Wo gibt es so ein System, dass die friedlich demonstrierenden Leute hingerichtet werden? Wo gibt es so ein System, dass man auf Demonstranten erschießt und dabei Hunderte von Menschen ums Leben kommen? China verdient nicht als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse eingeladen zu werden. Ein Land, wo Folter herrscht, ein Land, wo Menschenrechte verletzt werden, ein Land, wo politische Gefangenen hingerichtet werden. Wie kann man so ein Land als Gastland auf eine Buchmesse einladen? Die chinesische Regierung muss das endlich einsehen, dass es dort ein Problem gibt. Zwar der Name dieser Problem ist Problem der Uiguren, Problem der Tibeter. Die chinesische Regierung muss wieder einsehen, dass sie mit dem Vertreter von dieser Völker, von Uiguren, in einem Tisch sitzen muss und muss versuchen, das Problem mit Gesprächen, mit Dialog, mit Respekt voreinander zu lösen. Wie lange kann die chinesische Regierung noch die Augen zumachen, als ob nicht geschieht, als ob nicht passiert? Deshalb fördern wir internationale Gemeinschaft, deshalb fordern wir Europäische Union, deshalb fordern wir UNO, dass sie ein Zeichen setzen, dass sie das nie lange nicht mehr hinnehmen, dass die Menschenrechte dort verletzt werden, dass die politischen Gefangenen dort hingerichtet werden. Schönen guten Tag. Erstmal möchte ich mich für die zahlreiche Teilnahme bedanken im Namen des Scharkı Türkistan Birlik Teşkilatı, der Osttürkistanischen Union e.V. Ich werde jetzt die Presseerklärung unseres Vereins Ihnen vorlesen. Presseerklärung über das blutige Massaker in Osttürkistan. Die chinesische Regierung
hat wir wegen ihrer rassistischen Politik und Assimilierungspolitik 800 Uiguren unter Zwang in eine Fabrik in die chinesische Provinz Guangdong geschickt. In dieser Fabrik, wo 800 Uiguren teilweise zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, haben über 10.000 Chinesen am 26.06.2009 ein Massaker veranstaltet. Um die 100 Uiguren wurden getötet und hunderte Uiguren wurden schwer verletzt. Am 5.07.2009, am 6.07.2009 und am 7.07.2009 haben 10.000 Uiguren in 4 verschiedenen Orten von Urumqi gegen den seit 60 Jahren andauernden systematischen Völkermord protestiert. Wobei 10 Millionen Uiguren auf unterschiedlichste Art und Weise zu Tode gekommen sind. Und dies hat sich am 26.06. Noch einmal in dem Massaker gezeigt, wo 100 Uiguren zu Tode kamen. Die Proteste wurden mit Maschinenpistolen, Panzern, Bomben und anderen Waffen blutig niedergeschlagen. Nach Angaben der Xinhua und anderen chinesischen Medien wurden am 5.07.2009 156 Uiguren und am 6.07.2009 147 Uiguren und am 7.07. 57 Uiguren getötet. Die chinesische Staatsminister für öffentliche Sicherheit Meng Jiangsu sprach von 150 Toten, 800 Verletzten und 1400 Festnahmen. Nach den Recherchen der Uiguren beläuft sich die Zahl der toten Uiguren auf 1000. Unter den Toten gibt es sehr viele Minderjährige und sehr viele Frauen. Die Zahl der verletzten Uiguren liegt ca. Zwischen 1500 und 3000. Und ca. 3000 wurden verhaftet. Die Zahl der Verhafteten nimmt täglich zu. Viele westliche Medien haben die Filmmaterialien von angeblich verletzten Chinesen gezeigt. Wir bitten die Medien, dieses Filmmaterial zu prüfen. Und das ist nur Propaganda, den die chinesische Regierung zeigt, um noch härter gegen die Uiguren durchgreifen zu können. Wieder das Massaker an den Uiguren zum Begehen und den systematischen Völkermord gerechtfertigen zu können. Die Proteste in Urumqi, die beim Volksplatz, südliches Tor, beim Rabia Kadir Einkaufscenter, Jinenstraße und bei der Polizeifabrik wurden blutig niedergeschlagen. Die Protestierenden wurden mit Panzern angegriffen und getötet. Soldaten und Polizisten haben viele erschossen und viele zu Tode geprügelt. Der chinesische Staat erhöht die Zahl der bewaffneten Polizisten. Zurzeit ist ganz Osttürkestan im Kriegszustand. Am 5.07.2009 gab es auch Proteste in den Städten Aksu und Karamay, die aber friedlich verliefen. Zum jetzigen Augenblick haben wir keine genaueren Kenntnisse über die Proteste in Kashgar. Die Uiguren haben unbewaffnet demonstriert, was die Chinesen jedoch nicht davon abhielt, diverse Waffen wie Maschinengewehre, Pistolen, Panzer, Helikopter, Bomben, Granaten, Kampfflugzeuge, Bomber einzusetzen. Deswegen befürchten wir größere Massaker. Wir, der Osttürkestanische Union e.V., hoffen und bitten, dass sich die demokratischen Länder und die Bevölkerung, dass sich die Menschenrechtsorganisationen jetzt noch stärker gegen die chinesische Armee und die Polizei einsetzen, um das uigurische Volk vor weiteren Gewaltakten zu schützen. Wir bitten die UNO und NATO, die Sicherheitskräfte nach Osttürkestan zu schicken, um für das Leib und Leben der Uiguren zu sorgen und um ein Volk einzusetzen, das viele Massaker seit 60 Jahren einen systematischen Völkermord erlebt. Wie kann die ganze Welt bei dem systematischen Völkermord zuschauen?
Die 5000 Jahre alte Kultur der Uiguren ist dabei, ausgelöscht zu werden. Osttürkistanische Union e.V.